Ech scheine gute Nummerch gewünscht. Ech sinn Ären Hinkel an Haut, wie dats et gleich Halloween ass, hunn ichch ein kleng Top 5 vu engen absolute Lieblingsspieler ze Summe gesat. An Ech gif so mir han dat einfach kurz an dofir so auch einfach viel Spaß mat méger klenger löscht. Op der Platz 5 steht bei mir nach immer nach Cosis. Ech weest Spiel ass nach net raus, mir seit mat Demos op der Indie-Gamesplay zu Paris gespielt hunn, huet et mech ganz ehrlich gesot e bësse geflasht. Et kann natürlich auch gut sinn, dass et wenns dem Oculus war, mit trotzdem huet der klein Demo ma auch ziemlich locht op dat Spiel selber gin, an ich freme schon drauf zu spielen. Am Spiel selber as in an engem Taucherkostüm durch eng zerstört in der Wasserstation gang, und dabei huet noch missen op sei Sauerstoff oppassen. Et huet de bisssen hun Aliens erinnert, mir et werd bestimmt auch gut gehen. Voraussichtlich soll es am März nächstes Jahr rauskommen, an dat sogar op Steam, dat hecht zu Summe mat Oculus an fir jidereen, also bald jidereen zugänglich. Op der Platz 4 hummer dann e Klassiker, und zwar den allerechte 4. 10 Jahre huet das Spiel mittlerweile schon um Buckel, und trotzdem as es bis haut nach immer ein Referenz wat Horrorshooterin ugeht. Welche Demos die echte Kehr gespielt hun, wusste ich wirklich nicht wat mich erwart, und dat huet mir ehrlich gesagt auch am meisten Spaß gemacht. Et waren net permanent nemmmen Jumpscares, mir auch Passagen, wo Dalma da einfach Visionen fir gegaukelt huet, an du hörst ze missen durchlewen, ob es wollt oder net. Dabei kom auch nach, dass KI für die Zeit ziemlich on top war, besonders wann den op Scheuer gespielt huet. Et huet gemerkt, dass Gegner zu Summe schaffen, als sie hun noch oft probiert zu stängen Spielstil unzupassen. Später sind zum Hauptspielen dann natürlich auch nach Expansions kommen, und zwar den Extraction Point an the Perseus Mandate. Auch allen zwei ganz gut, was den Horror an KI geht. So gut Grafik war geil für ein Spiel von 2005. Leider hat die Serie mit 4.2 angefangen aufzubauen und das alles ein bisschen mehr casual gehen und es war wirklich einfach für rauszusuchen, wenn ihr einen Horror-Deal könnt oder was Gegner machen. Grafik ist natürlich gepusht gehen, weil die Spieler sich ein bisschen mehr neu. Mehr hat den aber dabei gemerkt, das Gesinn von einem Spiel ist nicht alles. Op ménger dritter Platz hummer dann Alien Isolation. Wie schon ugekündigt ginnners war den Hype riesig an dat mat racht. Spiel selber hunnech leider noch net ganz durch, me boy, ich gebe direkt nomation Durchgang Nike aufhängen. Dat muss fair, Soundkulis, dausgesinn, nie überhaupt de ganze Gameplay gefallen mir mega gut. Schon allein dadurch, dass in den Alien net wirklich umbringen kann, mir just fortlaufen oder es dann kann, so zu soen, mischt dat ganz ziemlich bedrecken. Dabei kann ich auch so, dass den Alien durch mit engem Ugriff aus den hält. Aber wenn ihr könnt, merkst du wohl nicht immer. Und das Spiel springt direkt an ein Katzchen rüber, wo du stirbst. Neben dem Alien, also aber praktisch alles, als jeden, den du begehst, auch der gegenüber feindlich gesinnt. Das könnt dadurch, dass die Leute auf der Raumstation alle gar Panik sind, und just nachprobieren zu evaluieren. Die Geschichte selber spielt nur im ersten Alien-Film, nur dem Stripley allein an einem Raumschiff am Weltall in der war. Du spielst ihm seng durch da, ob der sich nur senger Mam, erkennst auf die Raumstation, nur dem sie ihn rausgefunden hat, dass sie Top-Zeichnungen vom Vierfall aus dem Film hun. Natürlich hast du dann noch alles ein bisschen drin an drüber, weil so das Spiel ja aber ein bisschen langweilig. Me alles an allem, ich kann das Spiel wirklich absolut nicht mehr weiterempfehlen, und der hat wirklich etwas verpasst, wenn das noch nicht gespielt wird. Besonders Hanno, wenn den Oculus oder der Vive bis raus sind, werdet sicher ganz alle gehen, wenn der Ritt verpasst. Auf Platz 2 haben wir dann, wem ist das Franchise-Key-Begriff? Resident Evil. Und zwar nicht nur den ersten, mehr die ersten Feierdeler. Den ersten, wo ich jemals gespielt habe, war Resident Evil 1 auf der Gamecube. Ich weiß, ich war ein bisschen spät aber ab dem Moment war ich zwar verkauft. Es hat nicht lange gedauert, bis ich mir dann noch den zweiten, den Nemesis und den Zero gekauft habe. Alle gut fanden ich waren mega gut. Und die Story über den Virus, der von einem Pharmakonzern bewusst auf die Menschheit losgelöst ging, hat mich direkt überzeugt. Das Spiel selber war auch am Anfang ziemlich schwer, besonders wenn ihr nicht wusst, was lebt, und die fast Kamerawinkel am Spiel haben es Heinz auch nicht mehr einfach gemacht. So hat ihn zum Beispiel Heinz seinen Gegner heieren, mit wusste ihr nicht wirklich, von wo sie kommen. Für zu speichern hat ihr müssen Tönt fannen, die ihn auf Schreibmaschine konnte benutzen. Also war zu allem Moment speichern auch nicht dran. Das hat mir dazu beigedroht, dass ihr mehr vorsichtig und alles rumgegangen ist, und ihn immer ein bisschen am Voraus müsste planen. Fand das mal nach an einem Spiel haut. Mein absolute Favorite an dafür auch zu recht auf Platz 1 ist Silent Hill. Und zwar praktisch die ganze Franchise. Silent Hill ist ein Survival-Horror, den ganz viel auf unbekanntes und psychologischen Horror setzt. Das merkt ihr ganz gut im Spiel, weil die Welt, gereichert, Musik und Gegner einfach nicht wie aus dieser Welt wirken.
Die erste Kehr sind ich mit Silent Hill 1999 in Kontakt gekommen, weil die Demo vom Spiel an der Küste von Metal Gear Solid Mod verkauft ging. Ich ging zu. Es hat mir mega Angst gemacht, aber ich war ja auch noch klein und dafür habe ich das Spiel auch am ganzen Jahr Zeit gelöst und nie mehr angepackt. Recht viel mich spät, wo ich bis den 3 gespielt habe, und ich mich an das Spiel verläuft. War ein Stil von Horror, den man direkt zugesucht hat, weil das ganz viel mehr Dave gegangen ist, wie just ein bisschen fertig und das war es. Das bewusst mit dem Kopf gespielt gehen. Du hast immer einen ziemlich schwerlosen Charakter gehabt, den auch nicht viel ausstechen oder ausdehnen konnte, aber fortlaufen war meistens die beste Option. Dazu kommt noch, dass ich wirklich viele Rätsel nicht lesen musste und ihn nicht wirklich dabei in der Hand gehalten hast. Ich fand, dass ihn sich so an das Spiel wirklich versetzen konnte, was ganz ehrlich gesagt unerlässlich ist von den selbst will genießen. Die Story vom Spiel hat mich auch direkt mega fasziniert, weil das okkult ist aus. Viele Themen wie Religion, Wiedergeburt, den Tod oder Dinge eigentlich behandelt gehen. Besonders das Silent Hill 2 war sich eng Psychoanalyse vom Hauptcharakter, wenn ich das so nennen will. Mir immens faszinant, aber verstörend zugleich, und ich muss zugeben, dass ich den Teil bis heute noch nicht fertig gespielt habe, weil ich den langen Ofen am Deichstern einfach nicht packen, nicht lang zu spielen. Mehr ein Top-Spiel, Top-Story, also sogar ein Top-Film, weil ich vom zweiten leider nicht behaupten kann. Mittlerweile gehen es 11 Spieler an der Serie und praktisch alles ist da wert. Dafür holt ich am besten einen dabei, den auch so Spieler gerne hat, und macht dich geil Novent, weil lang ist es definitiv zu krass. Das war mein kleiner Top 5 und Horrorspieler. Aber wenn er dir gefallen hat, sollt man das ruhig unten in der Comment-Section. Und natürlich positiv Kritik als auch erwünscht. Und zeigt auch nicht mal zu sagen, was erst demals auch so und Horrorspieler gefallen hat, was der Haut nach gerne spielt oder was für erst einfach besonders wichtig ist. Und ich meine, da gebe ich einfach so ein merci für dran gucken und dann bis die nächste Kehr. Alle, ciao, ciao.